Gott sie niet volk op Eden nummer 5. Kun reden als Johann dit. Emma vader habe gezien, wo Abraham zijn Glauben sich met Tiden von Unglauben aufwechselt. Hij moest sehr lang lüren, wat dat alle eintraf, wat Gott am versprochen had. Vielleicht hast du die hier und da selbst in Abraham seine Erlebnisse gesehen. In der Geschichte, wat wir letzte Week betrachten deiden, hat Abraham die wunderbare Gelegenheit, den Herrn eine Engelgestalt in sein Zelt abzunehmen. Dort kriegen sie die Nachricht, dass Sarah in ein Jahr ein Baby kriegen wird, und dass sie diesen Sohn soll Isaac nennen. Aber kurz nach dieser Spazier seh die Herr Abraham, wat hij mit Sodom und Gomorra tun will. Nachdem Abraham für diese beide Städte angestonden hat, ging hij naar huis. Von der will wir dann sehen, wo das dann wieder ging mit Sodom und Gomorra, und wo Gott diese Städte wirklich verstehren muss. Den Abend kamen die beiden Engel bei Sodom. Da bei die Poort, wo die grote Deur durch die dicke Wand fiert, zat laut. Waarom zat hij da? Zu die oude Tiden zaten de wichtigste Männer von der Stadt bei die Poort. Da dienten sie als Rechter, wenn irgendwer eine Streitigkeit oder eine Kleur hat. Hier zat laut. Ohne Zweifel wie hij in Sodom ein wichtiger Mann geworden und hat da eine höhere Anerkennung. Als laut die beiden Männer sag, verbeckt hij sich voran. Laut wisst voorts, dit wären fremde Menschen, vielleicht dadurch, dass sie andere Kleider drüren oder anders so anders leid als die Sodomiter. Genug, hij laut an, dass sie bei ihm zur Nacht bleiben sollen. Dass sie Engel wären, gleich wie ihm noch nicht beigefallen. Dort wordt hij later aber an. Das Sonderbare wär, dass die Männer seine Einladung nicht kurz annehmen. Sie wollen auf dem Marktplatz am offenen Nacht bleiben. Dann fängt laut aber sehr an zu denken, dass sie doch bei ihm zur Nacht bleiben sollen. Woran hij an so sehr drängt, wird ans Lothar ganz klar. Laut mög für eine Mahlzeit, aber sie haben sich noch nicht zur Ruhe gelegt, als der Abruhr büten anfang. Büten wären eine ganze Menge Männer. Die wollen han, laut soll seine Jast rütbringen. Aber wat meint dat alla? In grautet Port, wo am Sodom Gott sein Gerecht verdient hat, wie kriegt wir ihn dort, wat hier passiert. Die Sodomiter wären so raufgekommen, dat Männer mit Männer Geschlechtsverkehr treiben, als wann dat frühes wären. Sie wären Jungesschänder. Dort wollen sie nu auch mit laut seine Jast tun. Dort mot den Abend für laut doch sehr schwor gewesen sein. Hij ging nur an Rüt, an Proben zu bereden. Dat halb aller tot nischt. Dann baut hij an sogar seine Bedachte an, wann sie bloß würden seine Jast toch loten. Dann wären die Männer von Sodom so doll, dat sie anfangen laut anzuriepen und wollen die der dolbreken. Sie beschuldigten laut, dat hij als ein Fremder hier kat. Sie beschuldigten laut, dat hij als ein Fremder wie hier nangetrokken, en nu wil hij aan nog belehren en als een rechter even aan abspielen. Nu wollen sie sich an laut selbst rachen. Sie sehen, sie würden dort mit am noch schlimmer drieben, als mit der Jast, wat sie verirrt hadden angefordert. Dann aber greifen die zwei Engel zu, en trocken laut träg in dat Huis hinein en versteckelten die Deur. Die Menschen, wat die Deur dolbreken wollen, schlüren sie mit Blindheit, so dass sie meid worden, nur die Deur zu sehen. Dann reden die Engel aber ganz ernstlich zu laut. Sie sagen, hast du noch irgendwem? Sind hier noch Schwiersehens oder Sehens oder Dachter oder irgendwer, wat zu dir gehört? Für die Furz von dieser Stadt war ich. Wie weiten dat laut ob het wenigste zwei Dachter hat, die noch tüs wären bei ihm? Ob da noch andere wären, weit wie nicht genau. Wie weiten auch, dat die beiden Dachter all verleift wären, en dat laut seine toukünftige Schwiersehens proef zu bereden, dat sie die Stadt mit Amtaub verloten sollen. Aber die Junges lachten sich dort even bloß de Füsten voll.
De Engel merken dat ganz klar, dat de Haar an dortho geschickt hat, de Stadt zu vernichten. Sie sehen, dat das Geschrei von Sodom vor dem Herrn wie sehr groß geworden. Der Herr hat eine lange Geduld, aber wenn der erst ewig ist, dann ist kein Abholen mehr. Das sieht eine auch am Leben von vielen Menschen. Sie leben so, als wenn das kein Gott gibt, dem sie Verantwortung schuldig sind. Sie loten sich das Schein gönnen und erlauben sich so sehr zu sündigen, als sie wollen. Aber eines Tages ist Gott seine Geduld aller. Er merkt dann bei ihr Leben einen Schlussstrich. Sie wurden plötzlich krank und sterben, oder sie kommen durch ein Eichleck zu Tod, ohne dass sie sich zu Gott bekehren können. Bei den Sodomiter wird das so. Sie hatten Gelegenheiten, sich zu bekehren, aber sie deuten das nicht. Das wären bloß eine knappe 15 Jahre vor diesem, als sie alle als Gefangene verschleppt worden, in Oberraum an alle gerat hat. Einer wird gedacht haben, dass dadurch viele Sodomiter würden auf andere Gedanken gekommen sein, und dass wenigstens einzige sich zu Gott würden bekehrt haben. Aber diese Warnung wäre ohne Zweifel für die Sodomiter noch nicht streng genug gewesen. Sie hatten das nachher bloß noch schlimmer gedreven. Nu wir Gott seine Gnadentiet für Sodom und Gomorra uitgerannt. Bald fängt dat an zu deuren. Der Engel drängden laut, dat hij sich spouden soll, aber hij schluert. Ich nehm an, hij kon sich schlecht von all dort losrieten, wat hij sich hier abgebüht hat. Hij wir ohne Zweifel sehr gut auf. Schwor wir dat auch de Freund, in besonders de Taukünftige Schwiersins, zu hängen loten. Dann greifen die Engel an, alle bei der Hand, und trocken an metzig uit de Stadt eruit. Als sie erst bütere Stadt wären, geboden sie an, dat sie nicht trinken sollen, und dat sie uit de ganze Licht ab het Gebirg sich raden sollen. Aber laut wir noch immer nicht ganz willig zu daunen, wat der Herr am sehen. Haben wir Angst, sich manche Boy zu verstärken. Hij vroeg, ob hij nicht kon an die kleine Stadt Zoar sich verkrüpen. Die Engel leiten dort dann tau, und so ging laut mit seine Früh und 2 Dächter in der Richtung von Zoar. Die Sonne ging groß ab, als hij nach Zoar kam. Dann leidt Gott vom Himmel 4 in Schwefel ab Sodom und Gomorra fallen. Aber die Früh von Laut kickt sich und ward dadurch plötzlich zu ne Salt gestalt. Wo schrecklich muss das doch gewesen sein. Sie wird sich bloß nicht han losrieten können von all dort Scheine, wat da nu am Feuer verbrennt. Und wo sie dat von dir bei die? Bist du auch so sehr an deine Wirtschaft gebunden, dat du die bloß nicht davon losrieten kannst? Erst du irgendwas, wat du so sehr gleist, dat du davon nicht losloten kannst? Wenn das so ist, dann stehst du in der Gefahr von einer Aufjatterie. Jesus sagte mal, wir sollen an laut seine Früh denken. Sei es eine Warnung für uns, dass wir uns nicht durch diese irdischen Dinge die Üren tauschmehren loten. Sei tätig, an denselben Morgen stund Oberam ab und ging nur de Steg, wo er mit Gott über Sodom und Gomorra geredet hat. Und dann sah er, wo die Rück von de ganze Licht abstieg, so's die Rück von einem grauten Schmeltoven. Dann sagt uns die Schrift, was ganz wichtig. In Kapitel 19, Vers 29 sagt es, und es kam so rum, als Gott die Städte an der Licht vom Jordan verdarf, dann dacht Gott an Abram und leid den Laut mitten uit der Vernichtung rüt. Dit bewiest von uns wahre, wo wichtig das Gebet ist, wo wir für andere bei Gott entstohnen. Letzte Werk sagen wir, wo Abram mit Gott über Sodom und Gomorra verhandelt. Dort hat der Herr nicht verjeten. Und wenn dort auch nicht Tieren gerecht in Sodom gauf, deit er doch laut in seine Kinder raden. No diesem aber kein noch mehr Dunklet en laut sein Leben an. Die Schrift sagt uns, dass laut doch nicht in Zoar bleif. Er ging doch noch nab in a Boy und wohnt dort in a Heil.
Seine beiden Töchter, wat in Sodom abgewassen werden, beweisen nu ihre Lebensanstellung, wat sie in Sodom gelehrt hadden. Sie bereden sich, sie würden ihren Vater laut zu Oberst Wien bringen und dann bei am schlopen, zodat sie jeder würden von ihr Vater ein Kind kriegen. Dort passiert dann auch kriegt so. Die älteste kriechen sehen von ihr Vater, dem sie Moab nannt. Dort wird schließlich die Vater von einem Moabiter. Die jüngere kriegt auch ein Kind, und dort wird die Vater von einer Ammoniter. Damit geht die Geschichte von Lot zu eng. Von Amers in die Mosesbrief nicht mehr die Rede. Aber was kann wir dann von Lot seine trüge Geschichte lehren? Ich glaube, da sind ein paar sehr wichtige Lehren, was wir davon annehmen sollen. Mir ist das so, dass Lot ein Beispiel ist, von wo einer kann seine Familie verdorben und verlieren. Erstens sei wir, dass wir sich selbst auf Kosten von anderen will noch fern bringen, wird dort am eng nicht lecken. Lot deed seinen Onkel uitnutzen en nam sich dort wat verarmdet baste weer. Aber wat had hij zuletzt? Nuscht, dat wir alle verbrannt. Dat tweede wat zum Verdorven von seiner Familie 4,5 wie dit. Dat hij scheinbar dat nicht beachten deed en wat von der Gesellschaft hij mank trok met seiner Familie. Hij wist je dat ganz genau, dat die Sodomiter al weit en breit dafür bekannt wären, dat sie in sehr beiset Leben führten. Lot haft sich vielleicht vergenommen, dat hij door nicht would mitmerken. Aber dat regt je nicht tau. Seine Kinder sagen je jeder Tag, wat die Menschen deiden, en so fangen die Kinder auch an so zu denken, als de Sodomiter. Hij nahm sich scheinbar nicht Zeit für seine Kinder en Freund, in een rechter Vater zu sein, indem er an Gott sein Wort lehrt und auch belehrt. Seine Töchter wären ja all mit sodomitische Junges verleift, als das Gerecht Gottes kam. Und dredet wir, dass das Geld in das Familien bei Lauten seine Früh sehr hoch angeschrieben wird. Daher kann seine Früh sich einfach nicht von ihr Hüs in alles, was sie in Sodom halten, losrieten. En so verloor Lot alles wat hij had, sogar seine Familie. Wat ik damit mein is, dat hij seine Kinder für den wahren Glauben verloor. Die beiden Töchter kregen beide Kinder, wat de Anfang von heidnische Völker wären. En zo'n korte Zeit kann der Glauben verloren gehen, wann die Eltern ihre Kinder nicht am Wort Gottes unterrichten, und wann sie für ein kein Vorbild sind, so is Abraham für seine Familie wir. Door will ich von dir noch ein bisschen über die Familie reden, und wo wir dafür sorgen können, dass es bei uns nicht so geht, als bei Lot. Erst die allemal die Frage gekommen, wo du deine Familie am besten abtragst? Von dir ist das nicht leichter, als zu Abraham und Lot seine Zeit. Aber wenn das mehrlich wird, dass Abraham seine Familie unter die gottlose Kononiter abtragen können, so dass sie auch den wahren Gott nachfolgen, dann ist es auch mehrlich, dass wir das von der auch tun können. Die Bibel gibt uns ganz klare Lehre, wo wir eine Familie abtragen sollen. Aber wo fängt einer an? Ehe wir überhaupt davon reden, wo eine Familie gut abtragt, ist das neidig, dass wir am Glauben nur Jesus Christus gekommen sind, dass er unsere Sünden vergeben hat und wir nie geborene Menschen sind. Wenn wir dort noch nicht getan haben, halbt uns die Unrecht uit der Schrift mal wenig, weil wir geistlich noch tot sind. Und uns ist da noch kein geistliches Leben, dass wir dort uitführen können, was die Schrift sagt. Für die, was sich alte Jesus bekehrt haben, kann dort, was ich nu sage, war, ne halb sein. Das erste, moet wir bei das Verhältnis zwischen Mann und Frau anfangen. Wenn das Verhältnis recht ist, dann ist auch der Grund gelegt, dass die Familie gut uitfällt. Die erste Ermahnung in der Schrift geht an den Mann. Er soll seine Frau seine Liebe bewiesen, als er seinen eigenen Lieb bewiest. Er denkt nicht an sich selbst
ohne an seine Früh auch zu denken. So sehr als hij sich prooft selbst zu gefallen, so sehr soll hij auch proben seine Früh zu gefallen. Wofür sagst du deine Früh, dass du viel rechnest? Vielleicht nimmst du dort für selbstverständlich, dat sei dat doch all weit. Vielleicht hast du dat al so lang nicht gesagt, dat wann du dat plötzlich sagen wirst, dann wird sie meist beschwimmen. Für eine Früh ist es sehr wichtig, dass sie dort nicht bloß von ihrem Mann mal hiert, aber dort dat auch bewiest. Wer in die Früh sagt die Schrift, dass sie ihren Mann ungedun soll sein. Dort meint, dass sie am die Leitung in der Familie überlässt. Sie prüft nicht immer alles zu bestimmen. Wenn sie eine Meinung hat, soll sie ihren Mann die sagen, aber am den letzten Entschluss evaluieren. Wenn diese beiden wichtige Regeln angeholt worden, dann ist der Grund da von der gouden Ehe. Dort jaft von Ehepaar noch eine Regel. Sie sollen taub beten. Dort meint nicht bloß, dass wir für eine Mahlzeit mit ein stilles Gebet anfangen. Ich befürchte, dass sie erfahren, dass bloß eine Angewohnheit ist, in kein Wort Gebet. Wir als Männer sollen uns auch Zeit nehmen, mit unser frühes und Kinder taub eine Schrift zu lesen, und dann taub ab Lüdes zu beten. Wenn wir dort tun, dann wollen wir erleben, dass der Herr unsere Gebete erhört. Die Schrift sagt ja, wo zwei sich über eine Sache einig waren, in den Herrn durch am Beten, dem soll das werden. Was kann scheiner sein, als wenn das von befriedet Paar passiert? Durch das Taubbeten, wo wir auch von mancher Versicherung bewahrt, in uns Verhältnis untereinander kann immer stärker werden. Wenn dann erst Kinder geboren wurden, dann ist das selbstverständlich, dass die Eltern an die biblische Geschichten vertalen und an Lehren zu beten. Sie proben die Kinder so abzutragen, dass sie auch lehren, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Wenn die Kinder dann erst abwachsen, ist es sehr wichtig, dass sie Freund merken mit anderen Jugendlichen, die auch Jesus in ihre Horten abgenommen haben. Daher ist es so viel besser, wenn Eltern dafür sorgen, dass es Singstunden oder Jugendversammlungen für ihre Jugend gibt, wo das gescheite Beschäftigungen gibt und wo auch ein jüngeres Ehepaar ein bisschen die Absicht hat. Schlimm ist das, wenn die Jugend sich bloß selbst evaluieren wird. Dann gibt es wohl Downs und Superien, worüt bloß Schlechtes kommen kann. Viele Menschen glauben, sie können das Schlechte aus dem Stich tragen. Das geht aber nicht. Der einzige Weg ist, dass wir selbst erst einmal Kinder Gottes wollen. Dann haben wir, Christus Abraham, die Kraft, in Gott wohlgefälliges Leben zu führen, sogar wenn wir manch Menschen wohnen, wat Krieg so schlimm wären als die Kananiter. Wo du in den Hort bist, ist viel wichtiger als wo du wohnst, wenn das dort kommt, wo deine Familie uitfallen wird. Mocht der Herr uns Gnade schenken, dass wir nicht so laut uns Leben verspielen. Hij verlor seine Familie, nicht weil's die Sodomiter so schlecht wären, aber weil's hij seine Kinder nicht Gott sein Wort gelehrt hat, und weil's hij dat Geld mehr gerechnet hat als seine Familie. Weil wir nu noch darüber beten. Lieber Herr, du sitzt uns. Du sitzt meine Familie. Mir geht es darum, dass sie alle mochten die am Horten anloten. Schenkt das doch, dass wir an mochten so uit de Schrift belehren und an so'n Vorbild sein, dass sie die als Rade annehmen. Amen. Wenn ihr noch Fragen habt, über dort, was ihr auf das Programm gehört habt, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche euch allen eine gute Weg. Auf Wiedersehen.